Firma, auch eine große Straßenbaufirma, da war er Silber. Die sind pleite gegangen. Ja, der ist ganz drauf. Also, wie heute Rechnung schreibe, habe ich 40 Tage mein Geld. Also, Ja. das ist gut. Also, da achtet er auch wirklich sehr, sehr drauf. Wenn er seine Arbeit gemacht hat, sonst soll er Geld. Ja, wir sind da auch Ein anderer Kollege von mir, der war auch dabei. That's the problem. Der war jetzt auch als Unternehmer. Ja. Der war so 6, 8 Wochen auf der. Ja, das ist natürlich. Wir haben hier alles vorkassiert. Ja, muss Also es sind jetzt noch 10% die letzten, aber die machen jetzt Rechnung und die Bobbahnbetreiber sagen, das ist denen gerade dafür. Die haben ja den Heckmann auch noch ein bisschen in den Fingern, jetzt bis alles fertig ist. richtig. Ja. Aber das ist halt bei uns auch so, wir mussten nach Slowenien auch alles bezahlen, bevor wir was geliefert bekommen haben. Das läuft einfach heute so. Und früher war das nicht anders. Nur, weißt du, wenn du auf der einen Seite Materialkosten hast, das hat ja 30 Lohnkosten, ne? Das sollst du irgendwie aufwiegen. Das ist Wahnsinn, finde ich. Was soll er denn noch die eigentlich fixieren? Also das Fixieren, das ist gelöst. Aber das ist nicht nötig. Und zwar hat das die Fixierung musst du nur dann machen, wenn du keine Begrenzungen hast. Die Fläche fängt jetzt ja an zu wachsen und zu schrumpfen. Aber die kann hier ausstoßen. Sie kann hier sowieso nicht ausstoßen. Sie hat hier Bremspunkte. Also hier gar kein Thema. Hier hast du ja wenn es so sein soll. Aber wir denken nicht. Und sonst, was ich noch sagen wollte, etwas Wichtiges, das wird sicher auch noch zur Besprechung kommen, aber das müsst ihr auch hier lösen mit dem Restmaterial. Da der Keil da. Ja. Weißt du, da kommt er dann auch. Und meine Idee, so spontan ist zu einem Schreiner gehen, einen Keil